Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu A Story About My Uncle. So, mal schauen, was Found a wir... strange gizmo, some sort of measuring tool that Fred must have built. It seemed to be done measuring though, so I took the results to give to Fred. Oh, was für ein netter kleiner Bübel. Okay, was haben wir da? Irgendwelche komische Zeichen, das finde ich äußerst merkwürdig. Und wir haben unseren ersten Tod. Sollen wir den Todescounter einführen? Ich schaue mal noch. Also wir haben auf jeden Fall unseren ersten Tod. Ui, das ist auch sehr unnötig. Ah! Oh, wir haben unseren zweiten Tod. Ich sollte die Steuerung noch... Oh, wir haben unseren dritten Tod. Ich sollte die Steuerung noch ein bisschen besser üben. Okay, laden wir mal auf. Okay, wenn ich leuchte, dann kann ich springen. Und sonst sollte ich einfach so springen. Ich denke, für die da ist das normale Springen fast besser geeignet. Let's jump. Boing. Ich würde gern so Enterhaken-mäßig umschwingen, aber das geht irgendwie nicht so im Moment. Weil da scheint unseren Progress zu safen. Ich weiß gar nicht, welche Richtung soll ich gehen. Vielleicht da durch? Ich kann mal da durch. Das ist jetzt nicht so ein cooler Sprung gewesen. Okay, Bübel, da probieren wir gerade nochmal, hä? Da. Okay, wir gehen nicht mehr Anlauf und... Ah. Also irgendwie hast du es noch nicht so drauf mit dem Springen, habe ich das Gefühl. Ich meine, das ist jetzt ein richtig geiler Sprung gewesen. Also, ja, ich glaube, Death Counter ist in dem Spiel nicht ganz so eine schlechte Idee. So, Sprung! Was? Kann ich jetzt irgendwie so... Wow... Irgendwie noch nicht so, hä? Vielleicht da so? Irgendwie nicht so. Dann gehen wir jetzt schon mal nicht so. Gehen wir jetzt schon mal da so. Okay, ich habe es geschafft. Dort und... Wow. Und Jump. Jump. Da ist mir letztes Jahr auch eingefallen. Das, ja, ich weiß nicht, wie ihr das habt in eurem Dialekt, falls ihr überhaupt Schweizer sind. Ich habe ja auch ein paar Deutsche, die zuschauen, das finde ich immer noch ein bisschen interessant, aber... Hey, wieso nicht? Ich bin froh um jeden Zuschauer. Und... Oh, The power core I found cool. activated the suit's grappling device when I picked it up. It must have been left here by my Wow. uncle. Okay, aber ich kann nur einmal. Also ich kann einmal und... Das ist dann so gut, hey, okay. Ja, was ich wollte sagen, also erstens mal schön, es leuchtet blau und so. Vielleicht erinnert euch das an einen Film oder so mit Rainbow. Und was ich... Nein! Wow, das ist knapp gewesen. Was ich eigentlich mehr wollte sagen ist... Ich habe ja in, ja, sagen wir so, diverse Teile von... Sag nochmal, was steht da so. Wow. Okay, ich weiß nicht, was da steht. In diverse Teile von der Schweiz gelebt. Und... Wow. Und mir ist aufgefallen, jetzt wo ich ja schon wenn ich schon ein paar Jahre in St. Gallen wohne, The dass ich mein grappling device Dialekt... left a sort of symbol everywhere I grappled. I noticed similar symbols already there in the cave, and I was getting more and more certain that this place was where Fred had gone. Oh mein Gott. Ich würde gerne nochmal zurück, weil dort vorne haben wir ja auch nochmal was gehabt, wo man hätte können grappeln und so, aber... Ja, ich gehe mal einfach weiter. Wir sehen ja dann, ob das irgendwas gewesen wäre oder nicht. Okay, das ist interessant gewesen. Hui. Und ja, wenn ich eben vorhin gesagt habe, jumpen und so. Früher habe ich gern Jucke gesagt. Oder jumpen. Und heutzutage sage ich einfach nur noch springen. Was für unsere deutschen Kollegen, die gerade zuhören, nicht gleich ist wie säckeln. Ja, das ist ein bisschen verwirrend, so Schweizerdeutsch und so. Wow. Also säckeln ist springen. Und springen ist hüpfen. Keine Ahnung. Das ist ein bisschen
Ist ein bisschen verwirrend. Es ist... okay, also ich könnte dort hindern. Okay, was? Ich sterbe. Ja, okay, probieren wir es nochmal. Ja. Es ist ein bisschen verwirrend, so Schweizerdeutsch und so. Wie bin ich auf das Thema gekommen? Verwirrende Sachen und so. Okay, gehen wir nochmal da über. Kann ich einfach dort drüber jucken? Ich könnte es ja mal probieren. Ui. Ich habe das Gefühl, die sind wichtig. Ich weiß aber nicht wieso. Aber man kann sie nicht anschiessen. Das ist schon interessant. Komm ich echt nochmal dort rauf? Nicht so ganz, hä? Komm ich echt dort hin? Nicht so ganz. Wie will ich denn am besten so in der Gegend rumjucken? Okay. Komm gar nicht weg. Das hätte ich nicht sollen machen. Oh, das nenne ich einen Meistersprung. Was? Du sagst mir irgendwas? Oder auch nicht? Vielleicht, wenn ich aufgegangen. Ah. Ja, super, das ist mir jetzt auch schon aufgefallen. Das Spiel macht so richtig Spaß. Okay, ja, ist klar. Okay, springen wir The mal. adventure suit was fantastic. By combining a power leap with a grapple, Nein! I could fly long distances through the air at great speed. Great Speed. Jetzt müsste man es nur noch beherrschen, was ich ja sehr gut kann. In welche Richtung? Ich glaube, aus dieser Richtung komme ich. Würde ich jetzt fast mal sagen. Also gehen wir mal in die Richtung. Und Geronimo! Und sehr gut. Ich frage mich, wie man das machen kann. Übrigens, an der rechten Hand haben wir ja irgendwie 3 Lichtli und nur eins brennt im Moment. Ich frage mich, was wir da noch dazu bekommen. Das könnte sicher noch geil werden. Wow. Und springen. Vor allem... Okay, nice. Also so, halt so. So wie jetzt. Nein. Fuck. Und tot. Probieren wir das gerade nochmal. Haben wir da hinten noch irgendwas? Irgendwas nützliches? Wow. Irgendwas Nützliches? Wo ist da Piepsmaschine da? Hallo? Gehen wir nochmal rauf. Hui. Schade kann man in der... Ah! Das sind Ladungen! Das heißt, wenn ich nochmal so einen Kern finde, dann würde der rechts unten, also rechts unten bei meiner Hand, würde ich können zweimal, also in der Luft nochmal, so wie jetzt da, so nochmal dran, anstatt dass ich einfach, keine Ahnung, mit dem Schicksal ausgeliefert bin. Okay, da ein langer Sprung. Nach links. Wow. Okay, das ist knapp gewesen. Jetzt da unten irgendwas Nützliches. Ich frage mich, wer da lebt. Also ich meine, das kann ja nicht nur vom Onkel Fred sein. Wer baut schon einfach da so einen Zaun an? Also ich meine, er kann schon. Aber wieso? Und so halbfertige Brücke oder zerstörte Brücke wieder denen. Okay, das ist interessant. Gehen wir mal da so. Hui! Oh oh. Hui! Und bumm. Oh, das hätte ich können wehtun. Zum Glück haben wir so einen geilen Anzug. Ich wüsste gern, das ist ein trauriges Smiley. Ein sehr trauriges Smiley. Naja. Gehen wir weiter. Yeah, Spielspeicher, gut. Ich würde da gerne mit dem Bötli runterfahren. Das wäre sicher noch geil. Aber was noch viel geiler ist, ist, wenn man sich da dran hängt. Komm rein. Und hui! Okay, wohin? Dort oben denke ich jetzt mal. Zum Glück nehme ich einfach überhaupt keinen Schaden. Ich wollte an der Hand kratzen. Ich habe das Gefühl, ich komme ziemlich schnell vorwärts. Oh, blaues Licht.
2 Fragen. Wer hat das gebaut? Und wieso schwebt das? Okay, dann 3 Fragen. Und wo bin ich? Das ist die... Ja, komme ich da wieder irgendwie zurück? Nicht so ganz. Hey. Ich habe nur mein Schicksal verlängert. Und tot. Schön, dass ich aber die ganze Zeit versaufe im Wasser. Probieren wir es mal mit Springen. Hui. So, ja, das funktioniert gut. Jetzt da unten irgendwas? Sieht aus, als hätte es da irgendwas, vielleicht. Call me maybe. So. Oder auch nicht. Okay. Kein Piepsding, kein gar nicht. Das war nur eine Verarschung gewesen. Gehen wir da rauf und... Oh Gott, schon wieder so ein schwingender Stein. Ich habe das Gefühl, dass man die Steine da einfach in Bewegung versetzt. Und sobald sie in Bewegung sind, bewegen sie sich halt immer weiter. Das ist sicher auch so. Also ich könnte den in Bewegung versetzen und... Ja. Sind das jetzt Häsli an meinem Ringfinger oder nicht? Ich würde das gerne wissen. Boing. Boing. Ich sehe es nicht. Da ist die Hand so fett und groß. Aber ich muss sagen, die Parallele zu... Wie heißt es? Cube. Ich weiß nicht, ob ihr das Let's Play bei mir gesehen habt. Weil das habe ich auf dem Kanal nicht gemacht. Ich kann es gerne irgendwann nochmal aufladen. Hey! Eine neue... Oh, geil! Jetzt kann ich zweimal, bevor ich landen muss. Ich frage mich sowieso, dass ich landen muss, um den... Wow, zum den Scheiß auffüllen. Okay, das ist fail gewesen. Mich ich da nochmal auf? Nein. Ja. Cube ist so ein relativ geiles Spiel. Ein Puzzlespiel. Ich hätte da gern nochmal aufladen oder einfach verlinken. Oder wieso hat der Stein da... Ah, das sind einfach so Zeichen. Der hat sich dort dran gehängt. Und dort hat man aber auch... Wow, das ist jetzt interessant gewesen. Dort hat man auch so eine Hand, wo man einfach so, ja, man kann Zeug verändern. Also die Cubes, die da drinnen rumschwirren und so. Es ist schwer zu erklären. Ja, das habe ich auch schon gemerkt. Hey, ich bin Sherlock Holmes und so. Und ja, die Hand ist halt wirklich ziemlich charakteristisch für Cube gewesen. Und jetzt hat sie da auch. Hat sie da auch. Und das, ich denke mal, sie haben ein bisschen Inspiration genommen von Cube. Ich meine, ist ja auch nicht verboten, oder? Also. Und es ist auch, glaube ich, nicht so ein Abwägungskonzept, wenn man irgendwie was mit der Hand macht. Hätte es sicher auch schon vorne gegeben. Ist mir jetzt einfach so eingefallen, dass es bei Cube auch so war. Ist da irgendetwas? So, dass ich vielleicht nicht mehr raufkomme. Also ich komme schon noch rauf, aber vielleicht schlecht. Mehr schlecht als recht. Und nochmal rauf. Wer auch immer das gebaut hat, hat nicht so ein geiles Suit gehabt, weil sonst müsste er nicht so einen Kran da bauen. Gehen wir noch weiter rauf. Block. Ich höre das Piepsen. Wo höre ich das Piepsen? Da. Hallo. Ich bin auch ein sehr braver Bub. Also, teils. Ich klaue einen Anzug, aber bin noch so brav und nett, dass ich die Auszüge von diesen komischen Maschinen meinem Onkel mitbringen will, damit er kann seine Forschungen weiter betreiben. Das ist jetzt auch ein heißer gewesen. Tack, okay. Und auf. Und speichern. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns nächstes Mal wieder bei A Story About My Uncle. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Tschüss.